Das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht. Aber wo haben wir jetzt nochmal diesen Scheiß? Der ist genau dort. Naja, da muss ich halt da mal ein bisschen anders machen. Dann mache ich halt mal hier so. Darüber geht's ja. Einfach so über den Hügel. So. Und da kann man dann wieder so. Jetzt das Erz geht eigentlich, ja. Ach, wenn ich jetzt, ich muss so oder so wahrscheinlich dann irgendwann wieder ziemlich viele Dinge wieder anders bauen, weil ich einfach merke, dass anders besser ist. Was haben wir ja für ein Problem? Es gibt viele Kranke, das heißt wieder kein Platz, ne? Kriegst du halt deinen Platz. Der ist teuer, dein Platz. Und deine Autos auch. Gut. Sonst nehmen wir halt mal einen Kredit auf, aber das möchte ich eigentlich gerade nicht. Wie viele Einwohner haben wir? 11.000. Was ist da los? Also seid ihr unzufrieden? Sag mal, kotzen die? Okay. Zufriedenheit, Industriegebiet, was ist da für ein Problem? Wir wollen Abnehmer, an die wir liefern können. Wir brauchen Arbeiter. Sie werden schon ziemlich groß hier, was zeigt sie denn? Keine Aufträge. Ja, dann müsst ihr mal schauen, dass ihr Aufträge kriegt. Macht ein bisschen Werbung, Propaganda, was weiß ich. Gut. Haben wir noch hier Wohngebiete? Dann machen wir da noch ein bisschen nach vorne, so. Dann können wir hier Wohngebiete ganz bis da hinten machen. Und hier, wie machen wir es mit dem Riesenfeld hier? Gewerbegebiete brauchen wir auch mal wieder. Dann machen wir hier Gewerbe hin. Und da noch ein Wohngebiet. Ja. Okay, wir haben jetzt übrigens 6.600 die Stunde. Wohngebietbedarf. In den mittleren Lohn, in den Mittelreichen sozusagen, ist der relativ hoch. Ja, sonst bauen wir halt hier oben dann noch, ne? Wie sieht es mit dem Strom aus? Oh. Ich glaube, da braucht es noch ein bisschen. Können wir auch ein großes hinstellen. Ja, wie teuer ist denn das große? Ja, egal. Hauptsache, wir haben jetzt ein großes und wir haben wieder genug Strom. Und dann können wir nachher die Straße hier verlängern und noch mehr anzubauen. So, was ist das? Windkraftwerksschild. So, wie sieht's mit dem Wasser aus? Auch nicht mehr allzu viel, ne? Machen wir hier noch einen. Dann haben wir da auch wieder genug. Und da ist immer noch alles in Butter oder in der Scheiße, wie man mal eher sagen sollte. Läuft alles schön bis da hinten durch. Und jetzt haben wir genügend Einwohner und können hier ein Upgrade machen. So,
wollen wir denn hier schon eine Abteilung hinzufügen? Oh, wir haben hier übrigens noch ein Schild. So, jetzt, was haben wir hier? Eine Bildungsabteilung. Sie denken, die Kinder unsere Zukunft, dann brauchen sie eine Schulabteilung. Mit dieser Abteilung im Rathaus ist es möglich, Gymnasien und eine eigene Universität einzurichten. Alles klar. Sicherheitsabteilung. In Maslows Bedürfnispyramide kommt die Sicherheit gleich an zweiter Stelle. Geben Sie dem Dienst ein festes Fundament. Verbessern Sie den Brandschutz, die Gesundheitsvorsorge und die Polizeipräsenz. Touristenabteilung. Für die ist noch ein bisschen zu früh. Verkehrsabteilung. Dann gibt es den Bahnhof und so. Und hier haben wir noch die Versorgungsabteilung. Ich würde sagen, wir machen eine Bildungsabteilung. Und wir bauen zuerst überhaupt mal eine Schule. Wir haben noch nicht mal eine normale Schule. Wo machen wir denn die Schule hin? Irgendwo, was dann Platz zum Ausbauen hat. Die sind alle irgendwie zu eng. Ich habe keinen Platz, um die volle Ausbau-Dingens zu benutzen. Also soll ich die Schule so weit hinten machen? Eigentlich könnte ich die Schule hier machen. So. Da so. Haben wir eine Apfelschule mit einem Apfel Dingens. Und hier haben wir noch Schulbusse, die ziemlich günstig sind. Gut. Und jetzt als nächstes müssen wir Busstationen machen. Wo fährt denn der Bus so durch? Am besten überall. Machen wir hier hinten eine. Da und da und da. Überall schön Busstationen. So, da. Und auf dieser Seite das gleiche noch einmal. Alle Vierteln soll der Schulbus fahren, damit keiner nicht zur Schule kann. Es soll ja eine intelligente Stadt werden. Lieber zu viel als zu wenig. So. Im Industriegebiet habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, da braucht es auch nicht wirklich Schulbusse. Dann haben wir eine Stadtbibliothek. Sollen wir die auch schon bauen? Ne, komm, die lasse ich mal. Wie sieht es mit der Auslastung jetzt schon aus? Noch keine. Das noch keine sehen Sie Unterricht, das geht schon nicht. Naja. Hier sieht man, die Häuser werden schon ein bisschen größer hier. Jo. Gut. Dann Nachfrage nach Wohngebiet. Was haben wir hier schon wieder? Es ist... Was? Es ist eine neue Abteilung des Rates verfügbar. Öffnen Sie im Rates? Ja, ich weiß. Ich möchte gerne eine Wette mit Ihnen anschließen. Was halten Sie von 5200? Sie gibt zuerst wissen, was ich tun muss. Wenn Sie es schaffen, innerhalb von 3 Tagen 110 bis in den Park zu holen, haben Sie einen Auftrag. Nein. Nein, nein, ich bin nicht grün. Ich bin überhaupt nicht für Parks. Was soll ich mal die Verkehrsabteilung machen? Ja, dann kann man nämlich Busse machen. So, die machen wir mal hinten hin. Bitteschön. Und jetzt können wir Bahnhof und Busse bauen. Hier machen wir einen Shuttlebus. Wo stellen wir den am besten hin? Gleich am Anfang der Stadt. Oder irgendwo da hinten. Dann Haltestellen. Die gehen jetzt durch die ganze Stadt. Da beginnen wir am besten da oben. Hier kommt bestimmt auch noch mal irgendwas hin. Und hier wieder.
Überall, wo auch der Schulbus haltet, soll doch auch ein normaler Bus halten. So. Da freuen sich die Leute aber weniger drüber. So. Damit die Leute nämlich zur Arbeit kommen, müssen wir auch Busse in die Industriegebiete lassen. So, die mache ich jetzt da am Rand. Wie gesagt, lieber zu viel als zu wenig. Da hinten noch. Nein! Nein! Jetzt kommt der Scheiß wieder. Möchte ich doch nicht. So. Dann haben wir noch Geld. Ja, wir haben noch Geld, denn wir brauchen Busse. Ohne Busse läuft ja eh nichts. Also. 7000. Können wir gerade mal 3 machen. So, jetzt haben wir kein Geld mehr. Tja. Und das Geld ist immer ein bisschen zurückgegangen. Upsla. Aber die Wohnhäuser werden ja immer höher. Es gibt immer mehr Bewohner. Das heißt, es holt sich dann bald wieder ein. Machen wir hier noch ein Industriegebiet irgendwo. Und auch ein Wohngebiet. Und dann noch ein Wohngebiet. So. Auch hier oben können wir eigentlich... Da ist ja nichts, oder? Da, ups. Oh, 3 verlassene Gebäude. Wo sind denn die? Da hinten. Nicht genügend abnehmen. Genügend abnehmen. Genügend abnehmen. Ohne Strom ist kein Betrieb im Busdepot möglich. Was soll denn das jetzt? Oh. Wir haben schon wieder nicht mehr so viel Überschuss. Wie teuer ist das groß? Das große Windrad, 10.000. So. Haben wir da genug im Überschuss. Aber was hat immer noch genug und das... Ja, das ist ja auch immer noch im grünen Bereich. Alles klar. Gut, ich mache hier gleich mal eine Pause, denn sonst gibt es zu viel an einem Stück und das möchte ich ja nicht. Ich möchte auch ein bisschen Kommentare lesen und so. Ja, von dem her sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, wollt ihr mitspielen, dann schickt eine Anfrage in Origin oder schreibt mir in YouTube und dann könnt ihr ebenfalls auf diese riesige Welt kommen und mitspielen. Dann verabschiede ich mich hiermit mal und sage bis zum nächsten Mal bei Let's Play SimCity. Tschüss. Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play SimCity. Dieses Mal mit dabei, auch in diesem Let's Play, der Michi, der sich schon angesiedelt hat hier in dieser Welt. Jo, Ja, er ist sogar... Er ist gerade sogar online, live dabei. Und ich will mal vorschlagen, wir gehen mal seine Stadt oder seine 2 Städte anschauen. Er hat da bereits ziemlich viel gebaut und gemacht, währenddem ich nichts weiter gemacht habe. Jo, und ist um einiges weiter. Ja. Aber naja, das kommt dann schon bei dir noch. So, erste Stadt. Oder wohl eher zweite. Oder welche Stadt ist das, die mit dem Fluss? Die erste? Die ist die erste, ja. Okay. Mhm. Nice. Das Industriegebiet. Also da Kohlekraftwerk. Ja, tatsächlich. Mhm. Washington Monument. Aha. Das Windkraftwerk. Ui. Die Straße ist aber auch, ne? Uiuiui. Da will ich nicht runterfahren. Naja. Kannst ja baden gehen da.
Mhm. Die Brücke sieht nice aus, bis auf den Hang da. Ja, sieht nice aus. Und wie viele Einwohner hat Ja. sie? 174.000. Für das es so viele Ja. Einwohner hat, sieht sie eigentlich gar nicht groß aus, die Stadt. Ja, das ist so, die Häuser sind halt einfach ziemlich groß. Aber wenn du dann in die zweite Stadt kommst, ja, Ja, es hat da Häuser, die übrigens abgerissen werden müssen. okay. Ja, aber ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal deine zweite Stadt ansehen. Minden. Ah, das ist die Müllhalde, okay. Ah ja, nein, zuerst muss ich auch wieder nach Hause. Das ist so scheiße. Wenn du eine andere Stadt besuchen gehst, musst du zuerst nach Hause, bevor du wieder zur nächsten Stadt gehen kannst. Na, So ein Witz. ja. Eine Veranstaltung ist gerade am Laufen, also, Eine ja, so. Veranstaltung. Aber du bist schon Hm. weit weg, ne? Du bist auf der anderen Seite. Oh mein Gott, ich weiß schon, wieso du mir nichts liefern kannst. Es gibt gar Ja, keine ja. Brücke, die von dir zu mir geht. Genau, das ist das Problem. Darum werde ich wahrscheinlich dann die nächste Stadt trotzdem auf meiner Seite auch nochmal anfangen, weil, ähm, jo, damit ich mich da so beliefern kann. Mhm. So. Gut, das ist